Tassi? Kali? Wie fängt man an? Was habt ihr überlegt? Nein. Okay. Tassi? Kali? Was sind toxische Relationen? Ich meine, das definiert ein bisschen anders, beziehungsweise ich gebe nicht so, dass es eine allgemeine Definition gibt, die immer zutrifft. Stimmt. Weil schon gedurcht, also schon ein bisschen überlegt, was so den Hauptkriterium für das eine toxische Relation ist. Und nicht, ich wenn man in den Kopf kommt, als dass es irgendwie eine unausgeglichene Mursdynamik gibt. Mhm. Wie zum Beispiel, dass eine Person substanziell mehr an Freundschaft stößt wie die andere. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass es toxisch ist, weil wenn beide Leute zufrieden damit sind und das gerne so haben, dann kann es ja auch gut sein. Ja, das stimmt. Das ist nicht so einfach, wie ihr meint. Nein, könnt wirklich immer ob Personen unmänglisch. Und ich meine, sobald eine Person oder sogar die zwei Personen ganz unzufrieden sind mit der Dynamik an der Freundschaft, dann ist es toxisch. Kann ich das so sagen? Ja, ich fand das eine gute Definition, mit der man anfangen. Aber nicht einfach auch unheilend ist. Also wenn es nicht nur ein E4-Fall ist, wo irgendetwas nicht gut gelaufen ist, aber wenn nicht einfach so bestimmte Muster gehen, die immer rumkommen und diese nicht gut fühlen. Yes. Ja. Ja. Das ist auch das, worüber wir heute schwätzen. Oder die nächsten 20 Minuten auf jeden Fall. Außerdem, neben toxische Relationen und toxische Freundschaften, schwätzen wir über den, nennen wir das Phänomen Freundschaftsschluss machen. Ja, was ja auch zusammenhängt. Yes. Heinz du auch nicht. Das hier ist Maybe Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also es gibt viele verschiedene Gründe, für was eine Freundschaft kann oder eine Relation generell anholen. Das, was die meisten Leute wahrscheinlich schon erlebt haben in ihrem Leben, als dass sie sich einfach als nie lebt. Mhm. Beziehungsweise ja, der Kontakt einfach verliert. Sie wird, weil ihn nämlich viel gemeinsam hat. Sie wird, weil ihn immer Kontakt hat bei einem bestimmten Hobby, aber wenn das wegfällt, wenn eine Person dann damit abhält, dann hat ihn einfach nicht mehr was in Zusammenhalt sozusagen. Oder weil ihn einfach geografisch weiter so nie wohnt. Also das sind mehr so Faktoren, wo der Umstand vielleicht echt da machen, dass eine Freundschaft nicht mehr weiter besteht, auch von der du vielleicht kein so aktiv dezidiert wird. Yes. Ja, und dann ist nochmal froh, wie du darüber reagiert, weil wenn ich merke, so am Anfang passt es, wir wohnen nur an zwei unterschiedliche Städte oder spielen nämlich an derselben Musik und ich vermisse die Person noch nicht. Ja, dann war das. Voilà. Und da kann ich also irgendwann am Jahr ein awkward Gespräch führen, weil er sich irgendwo rumgesagt. Mhm. Ja, idealerweise also du im selben Level. Also es fängt eben an, awkward auch zu gehen, wenn vielleicht eine Person das auch nicht gesagt. Schon nicht viel dazu zu sagen, ich weiß nicht, ob dann einfach passiert das. So. Also mir schon, also ich hatte schon Freundschaften, wo ich gemerkt habe, einerseits, oh, es sind am Anfang froh, dass man nicht mehr jemanden zu denen haben, weil, ich weiß nicht, wir passen einfach nicht mehr so gut bei ihnen oder so. Und aber einer Freundschaft, wo ich mir denke, es wäre mega cool, wenn wir mehr jemanden zu denen hätten. Mir ist schon Gefühl, für die andere Person passt es gut, dass man einfach nicht mehr viel jemanden zu denen haben. So. Und das ist dann, wo es so ein bisschen awkward geht. Weil mir auch viel daran leid, dass man nicht gewinnt sind, anders wie vielleicht auch romantische Beziehungen, nur dem man sich als Nähe geliefert hat oder so, vielleicht nicht darüber zu schwatzen. So, weil kennt ihr sehen, dass beide Personen am Anfang mehr Interesse haben. Und ich weiß nicht, sogar wenn du dann nicht mehr zusammen Musik spielst, kannst du so mehr treffen, als wir mehr denken, ja, machen zusammen eine Jam-Session oder gehen ein Konzert gucken oder so. Mhm. Oder wenn in einer anderen Stadt lebt, sehen, okay, wir gehen als gegenseitig besichern oder so. Ja, also wo wir das schon Erfahrung haben, als dass ich gemerkt habe, da war eine Person, mit der ich viel Kontakt hatte, aber immer haben wir nicht mehr viel Kontakt oder bald keinen Kontakt mehr.
an dass ich einfach für Nummer sicher zu gehen dann no gefo tun götte de Grund hun dich Apps falsch gemacht oder ja war immer war du Apps wat mein gangen ist oder as echt da eben so voll von mir nie gelieft mir also teil so wichtig für einfach die Gewissheit zu hun so also bei verschiedene Fall hun dann auch einfach den Anteri verlor schmengt das vielleicht gesagt von weil die mir alget aber die May so Freundschaften hun die sich einfach so verloren hat der Zeit wat schmecken also ich schmecke mittlerweile dass mir lo wichtig ist für zu wissen war dass du passiert ich gebe lo nicht all Chaos machen mehr bei verschiedenen Freundschaften wo wirklich so mega abrupt war so von mega viel Kontakt hin zu gut Kontakt mehr du ich dann aber schon gern no dem Novell. Ja mir ist doch schon geschieht dass am Anfang eine Freundschaft mega intensiv war und dann hattet auch keinen Sinn dass irgendwelche romantisch oder sexuell Interessen do sind und sich dann rausstellt okay das realisiert sich irgendwie nicht oder mir sind nicht interessiert ohne den genug für das funktioniert sozusagen aber dann den romantischen oder sexuellen Interesse wasch fällt fällt auch irgendwie Freundschaft wasch sozusagen ja da das selbst wird mir schon zwei Mal geschieht das an der Last war doch irgendwie okay ist weil da vielleicht nicht drums gegangen ist wirklich eine Freundschaft mit der Person aufzubauen so. Also ein platonisch ja war das du mit der Toxik ich hatte zum Glück noch nicht oft und es schadet auch noch nicht oft dass ich einer Person gesucht tun ich will nicht jemand hier zu dienen hun also dass es wirklich so explizit war dass es nicht nehmen darüber rausgelaufen was mir dass ich aktiv gesucht tun schon ein bisschen darüber nur gedurcht was bei denen Relationen was die so gemeinsam hatten und mir ist aufgefallen dass immer schon relativ frei am Anfang vom Kontakt schon die echt Unzeichen do waren dass es nicht an der Reihe ist dass es eben keine gesunde Relation ist natürlich von selbst einmal passiert oder 10-mal passiert dann das geht noch nicht durch für dann irgendwie etwas daraus zu schließen also was für mich einen großen Unterschied ist zwischen toxischen und gesunden Relationen ist dass wenn ich merke du also etwas nicht gut für mich so mal eine Person ist systematisch zu spät immer wenn man es gesehen nicht so oft sommer die echt 2-3 Kehre wenn wir uns treffen als die Person 20 Minuten zu spät und hat nicht Bescheid gesagt und ich denke mal boah, vielleicht hat die Person auch noch gewünscht und vielleicht denkt die Person ich wäre sowieso schon da und wäre beschäftigt oder was auch immer vielleicht hast du ein Missverständnis und sommer schwatzen die Person dann darauf man sei einfach aufmerksam dass mir das aufgefallen ist dass man vielleicht bis einer Möglichkeit fanden für das evitieren dass man ja auch einfach Kinder dann so mit treffen als zu einem anderen Zeitpunkt was auch immer an einer gesunder Beziehung gibt die Person wer so rücksichtsvoll im Moment gibt man vielleicht erklären wo ihr das könnt damit gibt probieren für eine Lesung zu finden und sie gibt sich bemühen für das nämlich viel können an einer toxischen Relation Menge Erfahrung nur gedenkt Person wann ihn se konfrontiert mit so etwas also das sind immer das was ich opzähle mehr zum Beispiel defensiv oder aggressiv einfach die Reaktion wirkt einfach unverhältnismäßig oder sie fängt an mir Vorwürfe zu machen an mich auf Sachen hinzuweisen die ich nicht gut gemacht und an der Freundschaft voilà das ist für mich so ganz klar Warnsignal dass etwas mit der Dynamik an der Freundschaft nicht okay ist ja absolut das sind so also sobald eine Person immer muss rasch tun und nie dir etwas falsch machen oder dich dann zurück greift am Platz so ich verstehe den Gefühle und keine Ahnung es sind immer 5 bis 10 Minuten zu spät das mal ledig probieren darüber Rücksicht zu holen ich weiß dass es dann steuert was mich heute warst du pünktlich mehr ich denke dass du die schon einfach nicht durchgedurcht
Ich denke, dass du ein bisschen den Umgang aus mit den eigenen Fehler und Bereitschaft für zu acknowledgen, sozusagen, dass etwas für die andere Person nicht okay ist. Am Platz umzuhören, okay, ist ein Problem an die andere Person akkusiert mich. Aber es ist so, dass für drinnen so ein bisschen auf Gefühle aufpassen. Ich denke, ein Bauchgefühl, als für so den Unterschied zu machen zwischen einer Beziehung, die mal gut geht und sie sich für mich gesund fühlt, und zwischen einer Beziehung, die sich vielleicht nicht so gut fühlt oder toxisch fühlt, als wenn sich für drinnen währenddem es an der No fehlt. Aber wenn sich so ein bisschen ängstlich fühlt, für drinnen schon, oh, okay, was geschieht, wenn wir uns treffen, oder der No mega krass, keine Energie mehr hat, an Kopfweh hat, oder das Gefühl hat, schon die ganze Zeit irgendetwas Falsches gemäht oder Falsches gesagt, oder ist sie nicht gut genug für die Person oder so. Also das meine ich auch wirklich ein guten Hinweis, ob sein eigenes Bauchgefühl zu lassen. Ja. Also es kann ja sein, dass wenn ihn sich mit einer Person trifft, dass je nachdem, was Thema war oder ein Thema, was aufgekommen ist, dass das vielleicht ein bisschen raufzieht oder ein bisschen niedergeschlagen. Also ich schwätze auch mit Freunden, hast du über mehr echt oder mehr traurige Themen. Mehr wenn ihn sich aber mehr oft schlecht fühlt, nachdem sie sich mit einer Person getroffen hat, wie gut, und das auch nicht unbedingt mit den Themen zu tun hat, einfach mit der Art und Weise, wie die Person war oder wie die Person sich verhalten hat, Niveau, dann selbst nicht wie es soll sein. Ja, das ist mein Job, was du ganz am Anfang gesagt hast, die Regelmäßigkeit, weil es kann ja sehen, dass eine Person einfach eine schwere Phase durchmischt, gerade eine Trennung durchgemäht hat, irgendeinen Lebensumschwung oder gerade mit Depressionen zu kämpfen hat oder so. Natürlich fühlen sich dann noch ein bisschen mehr down, weil der Person hat müssen helfen oder müssen für die da sein oder so. Aber ich denke, wenn sich das nicht auf eine Periode, ich weiß nicht, die kann 6 Treffen dauern oder 6 Monate dauern oder wie auch immer. Wir wollen sich das wirklich über die ganze Freundschaft zieht, aber wenn auch die Person nicht drauf angeht, wenn ihr zum Beispiel seht, hey, letzte hast du mega viel geschwärzt und die ganze Zeit geschwärzt und du hast mich keine Sache gefreut und ich verstehe, dass es gerade wieder schwer ist und dass du brauchst mehr Rückhalt brauchst und brauchst, dass ich dann nur drin. Mich ging mal wünschen, dass du mich mehr Sachen fräst und die Person geht nie drauf an und monologisiert weiter oder beleidigt weiter, nicht mehr mit ihre Probleme oder so. Ohne darüber Rücksicht zu halten, fand ich das ein absolut legitimer Grund zu sagen, lass da vielleicht Klebermisch. Vielleicht treffen wir also pro Woche mal nicht mehr. Ja, das kann ich natürlich auch so Klebermisch. Dann ist die Sache relativ sehr giers. Das war also als falsch für Haut. Ja, also du siehst das so liest, ich fand auch an toxische Relationen gemeinsam und als das eine ziemlich krass Sache kannst du nicht so was eine gesunde Relation gibt direkt beendigen, wo es klar wird, dass du hast das Gespräch das gerade dann von der Relation an einer toxischen Relation kannst du viel der Streit haben, die sich am Anfang auffielen wie nur dem Gespräch geht es nicht weiter, so wo soll es dann danach hingehen, wie gar kein respektvoll Basis mehr an Vertrauensbasis mehr, wie man den umzugehen, mit meiner Erfahrung noch, gibt es einfach Relationen, wo in viel der Relationship-Ending Diskussionen hört, ohne dass sie Beziehung beendigen. Yes. Da könnte vielleicht auch noch dabei, dass dann eine Person zum Beispiel manipulativ ist und immer im Trick manipuliert dran, für im Deal in der Freundschaft zu halten. Ja. Was manchmal auch noch ein anderer Zeichen ist, dass ihn vielleicht irgendwann nicht mehr weiß, wie wir den überhaupt befreundet, weil das weder einen interessanten Austausch noch, also am Anfang daran interessiert, wie der andere Person geht, oder will hier das auch nicht zählen, wie es einem selber geht. Das kann vielleicht auch ein Zeichen sein von Freundschaften oder Relationen, die einfach nicht so interessant sind, dass ich nicht weiß, wie wir die befreundet. Das kann auch ein Grund sein. Ja. Also nicht mehr für toxisch oder ungesunde Beziehungen. Ja, schon auch ich da gedacht, du fällt für mich mehr in der Kategorie also driften, weil ich fand gerade, also meine Erfahrung nur sind toxische Relationen alles nicht viel langweilig. Also das liegt Leute Vorwürfe zu machen, die also Relationen sind, meinst du an ihrem Leben, mehr das einfach so aufregend, das wir sind einfach von einem Moment auf den anderen nicht, was wird passieren, so, weil für allem auch gerade weil die Zucht von Freundschaft so oft rufzieht,
gehen die Momente wo ihn sich gut fühlt umso mehr wichtig auch wenn sie nur 5% von der Zeit die immer den Mensch verbringt anholen mit die sind am Kontrast einfach dann so intensiv gut dass ihn allein für der gut Momente können zerlieven die Schlachtmomente erkafelt das wie das Wegschein sucht ja das ist ein bisschen warm kahl also von kahl ist das wirklich ganz kahl aber nicht warm es ist mega warm und das also das dann wieder dick schön ist oder furchtbar und ihn aber auch nicht so ein Mittelweh findet wo du einfach ein relax ist und das auch über eine lange Periode es wirkt immer dem Moment dann so wie wann eine gut Version von der Freundschaft zum Greifen no wie und dat mischt da sehen du festhält weil das so dann kennt ihr so einfach sehen die Person kennt ihr einfach pünktlich kommen und nicht mir dauernd aufsoen da hatte man die gut Freundschaft also meistens kommen noch viele andere Sachen dabei mit Sarah einfach das wird sich nie ändern und ich denke leiden wohl nicht unbedingt und den Leute selber immer weil das liegt dann so okay du hast die du Person auch schuld so wir denken viel entsteht auch an der Dynamik selber dass sie gegenseitig die Sachen an den auslässt auch einfach an entsteht zwischen denen zwei Leute dass es einfach nimmer geht so weil ich keine Leute mit denen nicht befreundet war wo ich gemerkt habe funktioniert für mich gut nicht und die können mit anderen Leuten befreundet sind und du kannst der gut funktionieren so und wo ich auch gemerkt habe so tendenziell sind toxische Relationen die wo ich die Person die ich bei der anderen Person sind auch nicht besonders gut leiden kann so also dass sie so schlecht Sachen an mir hervorbringen auch wo ich mir denke so will ich gut nicht sehen an der Gefühle weil ich von auch gut nicht tun so ja also ich schwarze Mädchen auch von toxischen Relationen oder toxische Freundschaften am Gegensatz zu toxischen Personen aus dem Grund den du gerade genannt hast weil es eben meistens so aus dass eine Person die eine toxische Relation zum Beispiel mit mir hat nicht unbedingt toxische Relationen mit allen Menschen an ihrem Leben nicht wie gleichzeitig von ihr seht toxische Freundschaft das möchte irgendwie so wie wann die toxische Dynamik durch alle Parteien gleichermaßen bewirkt gehen und da muss ich aufpassen mit Victim Blaming weil das schon an einer toxischen Relation meistens eine Person wie soll ich so von der es ausgeht an die andere Person das einzige der hier schuld ist als dass an der Relation festhält du dran bleibt ohne Schuldenergie mehr voilà also natürlich brauchst du immer 2 Personen für eine toxische Relation zu mindestens 2 Personen aber es ist trotzdem möglich für zu sagen eine Person ist mehr schuld wie die andere auch von der Person nach einer ganz gesund Freundschaften hat absolut ich meine es gibt unterschiedliche Arten von toxischen Beziehungen wo quasi den Undeel unterschiedlich verdeelt ist weil ich denke es gibt bestimmte Relationen wo beide Parteien sozusagen gleicher Maße bedeligt sind für das zu befeuern und es gibt aber ganz klar auch toxische Relationen wo es für allem und an einer Person leid die ich weiß nicht mega narzisstisch ist oder mega krass jaloux oder einfach mega krass auflurt sozusagen an die andere Person nicht dagegen kann machen entre Guillemets was verbal und emotionaler oder was einfach mehr emotionale Gewalt ist sozusagen also ich denke das hängt viel von den Sorten von Relationen der Person was mir worauf gefallen ist also mir gesagt dass es Leute gehen die verschiedene toxische Relationen haben und andere Relationen die so sind nicht toxisch ich denke aber schon dass bei schwarze Loch für allem mich abusiv verhalten was von tankt schon zu summen toxisch und abusiv muss ich nicht immer überschneiden mehr ich meine meistens aber und ich denke wann sind wir bei romantische Beziehungen mehr ein Mann die seine Freundin seine Partnerin schlägt wird auch höchstwahrscheinlich die nächste Partnerin die ihn hört Partnerinnen schlagen also einfach an der
Zucht von Relation hier schlägt wahrscheinlich nicht seinen Kollegen oder seine Familienmember mehr. Bei der Zucht von Relation wird das sich wiederholen. Und ich denke, dass eben nur so immer toxischen Dynamiken oder abusivem Verhalten so aus, wenn eine Person an einem Arbeitsverhältnis mit seinen Employeen abusiv ist oder mit einem Employee, dann ist nicht wahrscheinlich mit vielen. So. Oder mit einer Person mit ihrer Familie, mit einem Familienmember, dann ist es wahrscheinlich auch mit den anderen Familienmembern. Also das so ein bestimmter Bereich, meine ich, wo sich das dann kann wiederholen. Ich habe darüber nur gedacht, weil ich darüber nur gedacht habe, weil Leute ihn 4 warnen. Aber wie ihn dummer da umgeht. Wenn eine Person sieht, pass auf mit der Person, weil ich schon schlechte Erfahrungen mit der Person gemacht. Das muss nicht immer nicht gedrungen etwas bedeuten, aber wenn ich an genau dasselbe Verhältnis zu der Person treten, wie die Person, die mich warnt, dann meine ich, ist das Risiko zu groß, für es nicht echt zu holen. Ja. Für allem, wenn die Person, die dich warnt, probiert hat, die andere Person darüber aufmerksam zu machen, an sich aber in dem Verhalten nicht verändert wird. Weil ich denke, es gibt noch Leute, die wirklich kein gut Freunde oder Freundinnen sind. Und die dann, also wo dann ein Konflikt gibt zwischen 2 Leuten, die befreundet sind, und dann, nachdem der Konflikt rüber ist, merkst du, merkt, schon dicke Scheiß gebaut, ich war nicht gut für die Person, ich gehe gerne mein Verhalten für andere zu so. Dann steht so ein bisschen, ob ich bereit ist, vielleicht nicht während dieser Freundschaft, mir nur sich mal selber also hinzusetzen und dem eigenen Verhalten etwas zu verändern, sozusagen. Ja. Und wenn ich von einer Person gewarnt wird, die sieht, mir so gegangen, eine andere Person für drunter so schon gegangen, dann ist es relativ likely, dass das ihrem Kind geschieht, sozusagen. Ja. Du hast froh, was möchte den, wenn ihn an einer unguter, toxischer Dynamik mit einer Person ist. Und zu den Gefühl nicht als ein Problem. Generell stellt sich froh, wie geht ihn oder wenn ihn unzufrieden ist an einer Freundschaft oder an einer Relation. Ein Schritt ist sicherlich, dass ihn der Person das sieht. Ja. Mit der Person drüber schwätzt. Wenn ihn das schon gemacht hat oder das Gefühl hat, und Gefühl hat, das bringt nichts. An ihn sich aber trotzdem nicht sicher ist, ob ihn die Freundschaft will beenden oder nicht, dann kann er, wie du schon so für drohen, vielleicht so es braucht ein bisschen Zeit für sich, für Nutzdenken, ein zeitlicher Kontakt. Dann schmeckt der nächste Schritt wie Schluss zu machen. Ja. Freundschaft zu können. Ja, effektiv, weil wenn es nicht bringt, so, hey, ich ging mal wünschen, dass du mich auch schwätzen lässt, dass du mal nur lässt, das. Wir können es 2 Stunden gesehen und da will die Person aber mir lang oder ich will nur anhängen, wenn jemand den telefoniert und dann lässt die Person ihn nicht anhängen. Dann, oder weißt du, so Sachen, wohin klar probiert, irgendeine Mittelweg zu finden und funktioniert nicht. Und schon eine kleine Anekdote zu erzählen, weil schon also zu Freundschaftsschluss machen, weil ich schon Schluss gemäht. Das ist ja Tassi. Die erste Kehr, wirklich so Freundschaftsschluss gemäht. Und weirderweise hat es sich effektiv ein bisschen so gefühlt, wie wenn man an einer romantisch-sexuellen Beziehung Schluss macht. Und das war wirklich so ein Aha-Moment für mich. Und zwar, die Geschichte geht so. Ich habe eine Ex-Freundin und wir hatten eine absolut toxische Beziehung zu ihnen, war furchtbar. Und wir haben über die Jahre probiert, uns zu trennen. Und zum Schluss von der ehejährigen Phase sozusagen, wo wir dann endlich gepackt haben, keinen Kontakt mehr zu haben, hat eine von meinen besten Freundinnen etwas mit ihm angefangen. Und das war für mich ultra scheiße, weil ich war noch mega an dem Heartbreak dran. Und ich war wirklich krasse Liebeskummer und war mega schwer für mich. Und ich habe wirklich schon monatelang probiert, daraus rauszukommen. Und das Witzigste war, die entre guillemets gut Freundin von mir hat schon mit meiner letzten Ex-Freundin angefangen, nur den wir nämlich zusammen waren. Und du hat meine demalige Freundin an die Person, von der ich mich getrennt hat, mich geträgt und noch gesehen, so wie scheiße das für mich war. Hallo, und die 2
also die Person, die das schon einmal mit mir gemäht hat, mit meiner Akzeptation, an die Person, die mitgekriegt hat, wie schwer das für mich war, dezidiert, ich weiß nicht, ob sie dezidiert haben, ob es mal den uns fängt. Und dann ist mal klar gehen, die gute Freundin von mir, wir gehen vielleicht gut eins, mir noch viel gemeinsam Interessen, wir können noch für einen da sein, aber sorry, das ist absolute Bullshit. Und ich schon hat darüber aufmerksam gemacht. Und wenn meine Ex-Freundin, was mal gezählt hat, ja, du hast ja schon etwas Tisch und so. Und nicht meine gute Freundin, von dem ich dann am Anfang erwartet habe. Und dann hat darüber geschwärzt und dann war so, ja, Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass es schwer für mich ist und so. Und am Platz Verantwortung zu überholen für seine Fehler und das, was er hat gerade will machen und auch für mich dort zu sein, hat mich zu ihm geghostet und ignoriert. Und es lang mir zwar viel an ihm, aber das war so der Moment, wo ich diese Idee hatte, vielleicht also die Freundschaft nicht da wert. Ja. Fuck. Ja. Das ist hart. Yes. Das ist ein Beispiel für eine Freundschaft, die zu angegangen ist, die trotzdem nicht toxisch war. Ja. Ja, und war auch einfach hart zu merken, so, der Person leidet nicht so viel an dir oder geht einfach gar nicht eins mit ihrem Leben, geht gar nicht eins mit der Situation. Also das ist falsche Prioritäten. Und du wirst bald gehört sind und immer, also ich habe wirklich schon ultra viel damit gehadert, schon mit alle Leute drüber geschwärzt und so, probiert den Reality-Check zu machen, erst dann in der Reihe, wie kann ich da mal da umgehen und so, schon ihm geschrieben, hat mal sporadisch geantwortet und dann nur 3-4 Monate haben wir uns dann gesehen und dann mal ein bisschen mit denen geschwärzt und schon gemerkt, die sind aber mega froh mit ihm. Das hat nicht verstanden, wie was mir das wehgetan hat, weil sie meinte, wo ich gesagt habe, leichter, ich meine, wir können nicht mehr mit neben Freund sein. Ja, weil da das wirklich der Punkt, wenn die Person nicht versteht, wie war das nicht okay, was sie gemacht hat, dann gibt es ja auch keine Hoffnung drauf, dass sie es nicht noch einmal wird machen. Weil du musst ja verstehen, wie weit das nicht okay, also wie weit du das nicht mehr machen sollst, falls das in der Freundschaft leid. Ja, du kannst natürlich auch just aus Respekt zu der Person machen. Ja. Komplett crazy Idee. Nee. Das ist schon hilfreich, wenn ihr irgendwie versteht, was den da gemacht wird. Absolut. Und ich muss aber so einfach auch wie nur richtigen Schluss machen, ich weiß nicht, was deine Erfahrungen immer da sind, dass ich gezweifelt habe. Und da steckte ich so, war das die gute Decision und so, vielleicht hätte ich ihm noch eine Chance müssen gehen. Wie so an einer absolut ungesunder romantischer Relation, bei der es klar ist, dass es am Anfang nähern sie. Ich habe für ein paar Wochen oder Monate so einen Spruch gelesen, nicht weil du dich gerade lang fühlst, ist das kein Grund für dich bei der toxischen Person zu melden, mit der du den Kontakt aufgebracht hast. Du gehst ja auch nicht Gift trinken, nur weil du Duschstrich bist. Und ich nicht so auf den Punkt bräuchte fand, weil das wirklich, das ist immer so eine Phase, dadurch, dass es eben, also meine Erfahrung nur mit so toxischen Leuten eben gerade so aufregend ist, und auch, wie soll ich sagen, die Personen so viel Aufmerksamkeit erfordern, lenken sie ihn auf von anderen Sachen, die nicht gut sind, von anderen Peng, die ihn hört eventuell. Und gerade dann, wenn es einem nicht gut geht oder ihnen sich lang fehlt, also immens verlockend, sich dann bei seiner Person zu melden. Ja. Ich denke, all an von einer Freundschaft ist auch immer Anlass für sich, ja, für Selbstreflexion einfach. Ja. Auch von den sich sicher, was passiert ist, und auch denkt, dass sie selber nicht schuld dran ist oder habt Schuld dafür hat, dass Beziehung oder Freundschaft zu anders. Ja, dass sie aber trotzdem vielleicht ein bisschen drüber nachdenkt, wie konnte dazu kommen, wie ist die Situation entstanden, was tun ich vielleicht nicht ideal gehandhabt, wo hätte ich mich anders verhalten, oder was kann ich einfach lernen aus dieser Situation. Ja, ich fand noch. Also ich denke, das gilt sowohl wie Freundschaften, wie auch für romantische Sexualbeziehungen. Ja. Da sind auch immer etwas über irgendwelche Muster lernen, für vielleicht irgendwann ein Kehr auch draus rauszubrechen. Maybe. Yes. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Absolut. Mit ein bisschen Hoffnung. Lookend, eine coole Rubrik. Viel Spaß. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Herpes. Haut befassen wir uns mit etwas, wovon die Menschheit schon hören haben,
mir worüber soziale schwätzen. Herpes als ein Tabuthema. Herpes simplex als ein Virus genau wie eine Erkältung oder ein Grippevirus ist. Durch diese Virus bilden sich kleine Wunden am oder rund um den Mund oder im Genitalbereich und verbreitet sich durch Körperkontakt. Oralherpes wird HSV1 genannt und Genitalherpes HSV2. Es gibt aber nicht viele Unterschiede zwischen den zwei Varianten, an denen kann zu dem anderen mutieren. Das heißt, es kann sich auf beide Bereiche mit HSV1 oder 2 ausstechen. Herpes ist ungefähr so schlimm wie Ausschlag. Den ersten Ausbruch vom Virus ist den am meisten wehtut und dauert an der Regel zwischen 7 und 12 Tage. Wenn den Herpes Tonno ausbricht, ist der Mann verbreitet, den Mann weh und hält mir sehr. Symptome sind natürlich für jeden anders, weil wir sind alle einzigartig. Symptome sind kleine Wunden, die wie Bluteren aussehen. Sie brennen oder beißen leicht. Probier dich nicht zu kratzen, weil dadurch heilen sie mir los und die mir lang weh. Verschiedene Leute fühlen sich auch leicht feverisch und kriegen Kopfweh. Für sich unzustechen, muss in Kontakt mit einem Hautbereich kommen, wo den Herpes dem Moment ausgebrochen ist. Das geschieht während dem Oral-, Vaginal- oder Analsex oder beim Kussen. Während dem Oralsex kann der Herpes sich vom Mund am Genitalbereich aussiedeln und verbreiten, was Bluteren auslöst. Wie häufig ist Herpes? Die World Health Organization schätzt, dass just einer halber Milliarde Leute zwischen 15 und 49 Jahren Genitalherpes haben. Ungefähr 3,7 Milliarden Leute weltweit, also 67% von der Weltpopulation unter 50 Jahren, hat den Oralherpes, also Herpes am Mundbereich. Den Herpes verbreitet sich so viel, weil viele Leute nicht wissen, dass sie einen Ausbruch haben. Verschiedene Leute haben keine Symptome bei einem Ausbruch und sind trotzdem ausstechend. Es kann sich testen lassen, indem sie Mediziner sich entweder die betroffene Platz anguckt oder eine Probe analysiert. Es kann noch an einer Blutanalyse nur Antikörper sichern. Herpes ist im Moment nicht heilbar, es gehen antivirale Medikamente und Cremen, die Ausbrüche minimisieren und die Stechungsgefahr bis zu 80% verringern. Herpes ist viel verbreitet und ist unangenehm, aber außerdem nicht weiter schlimm oder gefährlich. Viele Leute haben Angst vor diesem Virus, weil sie nicht genau wissen, was Herpes ist. Panik und Hysterie und den Stigma und Scham rund um die Infektion ist oft mehr schlimm und schädlich wie die Infektion selber. Herpes zu haben heißt doch nicht, dass sie knastig ist oder dass sie nicht auf seine Gesundheit aufpasst. Darüber hinaus haben viele Leute Herpes, ohne zu wissen, also sie sind asymptomatisch und weisen keine Symptome auf. Schwätzt darüber, informiert dich, unterstützt dich und respektiert dich. Es ist unzuraten und wichtig, falls der Herpes hat, aber besonders wenn gerade den Ausbruch hat, oder ihren Sexpartner das mitzuteilen. Nicht so, und durch die richtigen Treatmente können wir all zusammen diese Virus in den Griff kriegen und den Tabu und das Stigma darunter brechen. Und vergiss nicht, Millionen von Leuten leben nicht das beste Leben und Herpes ist just etwas, was sie haben, aber nicht etwas, was sie definiert. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.